Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Herz Run, bereits Part 38. Hey, da wird der Hund ja in der Pfanne verrückt, nicht wahr? So, wir müssen zurück zum Wasserdrachen. Ich könnte jetzt natürlich den umständlichen Weg nehmen, das Ganze zurücklatschen hier und vor allem die Gegner hier aufschrecken und riskieren, noch mehr Herzen zu verlieren, aber ich bin ja nicht bekloppt, oder? Okay, kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Aber ich möchte mir noch etwas gönnen, einen kleinen Spaß. Hä? Oh, die Bombe, ich muss weg da, Ja, ist mir egal. Da ist er, ich schnapp ihn mir. Glaubst du? Nö, bleib hier, Mann. Kannst du vergessen, Alter, wir hauen ab. Juhu. Wir fliegen. Naja, noch nicht, aber vielleicht gleich. Denn wenn ich schon mal dabei bin, Freunde, möchte ich gerne zurück in den Wolkenhort, aber nur ganz kurz zum anderen, um mal den Schild noch zu reparieren und zweitens noch vielleicht sogar für ein neues Item, oder naja, Item vielleicht übertrieben, aber für eine weitere Tasche, da zusatztaschenmäßig so herum. Ja, die Musik ist cool, wir sind hier zu Hause. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, vor allem der Fall. Der tiefe Fall, was sagt die Kohle? Link, was sagt die Kohle? 450, naja. Würde zwar für den Schild ausreichen, einen neuen Schild da. Den heiligen Schild. Ja, wir haben es ganz schön eilig. War der schlecht. So, Alter, wie sieht's aus? Hey, Mann, wie geht's mit dem Trappomann? Was willst du? Items verbessern? Ups, geht gar nicht. Hey, Alter, du hast gar kein Item, das weiter verbessern könnte. Hau ab, Mann. Ich mag dich nicht. Ja, ich dich auch nicht. So, jetzt komm her. Hey, wie geht's mit dem Trappomann? Schild reparieren. Ja, welcher denn? Ja, den da, welcher sonst? Den hier? Nicht, dass das mal sehen, sind Rubine. Okay, gut, tschüss. Okay, leg ich mal los. So, und dann haben wir überlegt, könnten wir eigentlich theoretisch bereits mal den heiligen Schild kaufen, aber naja, wir das Teil bereits im Einsatz haben. Der Schild wurde repariert, der sieht aus wie neu. Naja, wie alt, aber was soll's. Was ein Schild nicht reparieren könnte, kommt anders mal wieder. Tschüss. Ups. Moment mal kurz. So, das ist der richtige Knopf. So, 2 Items hätte ich noch. Ich habe schon überlegt, mal, wie gesagt, so zusatztaschenmäßig mehr Bomben tragen zu können, wäre vielleicht noch cool. Ja, mehr Bomben denke ich auch, oder? Eine Bombentasche. Mal gucken, haben wir überhaupt schon einen im Lager vielleicht schon? Das weiß man ja auch nie, weil man kann alle 3 Upgrade-Taschen, sprich die Bombentasche und auch die für Pfeile, also den Köcher, aber auch die für die Dekokerne kann man alle irgendwo in der Kiste noch finden. Jeweils ein Exemplar. Oh, ne, habe ich nicht. Okay. Jeez. Halt die Klappe. Ja. Aber man will schon wieder nichts kaufen, scheiße. Doch, bin ja hier. Ah, die Bombentasche. Na, wenn wir mehr tragen. Na, überall nützt doch 5 Bomben mehr. Das müsst ihr euch mal vorstellen, hey. Hey, in jedem anderen Spiel kannst du vielleicht 10, 20, sogar 30 Bomben mehr tragen. Zum Beispiel hier, wie war das nochmal? Ocarina of Time, Twilight Princess, ein Wind Waker ja auch, ein Upgrade der Bombentasche. Aber hier 5 Bomben mehr. Ja, weiß ich doch, so. Er ist doch bereits, ist er ausgerüstet, gut. Das heißt, mal kurz gucken, wenn ich jetzt auf Eis klicke und wir hier die Bomben haben, seht ihr 14 Bomben bereits. Durch die Bombentasche halt, ja, 5 mehr, so herum. Und jetzt kann auch diese Bombentaschen noch upgraden. Also ich hoffe, er kann's. Wie geht's mit dem Trappomann? Er ist ein Arsch, so. Ja, ich weiß, die Wahrheit kann wehtun, aber es ist leider Tatsache. So, kannst du die upgraden, mal gucken, was willst du dafür. Jo, geht in Ordnung. Auf 10 Stück, hey, ist das Wahnsinn, das ist das Wahnsinn. Kein Problem. Dann leg ich mal los, Alter. Habe ich ja so im regulären Let's Play auch nie gemacht, wa? Vor allem halt die Taschen abzugraden und mitzunehmen auch, aber habe ich alles noch vor. Vor allem auch den Köcher noch und vielleicht die Deko-Tasche auch noch.
Aber erst ein bisschen später, sobald wir dann die Medaille nicht mehr brauchen. So, mit ihr kannst du 10 tragen, doppelt so viele. Cool, Mann. Ja, man kann sonst was upgraden. Ja, den nochmal. Geht das? Kannst du? Er könnte Glieber ab ihn laufen. Gut, Glieber ist sowieso genug. Tja, wieso eigentlich nicht? 15 Stück. Der blöde Satz hier. Eine Verbesserung kann nicht rückgängig gemacht werden. Will ich doch gar nicht, Mann. Seit wann soll man eine Verbesserung rückgängig machen? Naja. Aber schon oft genug erwähnt, das hätte ich nicht dann noch machen. So, bin fertig, Mann. Die gehört dir. Viel Spaß. Dankeschön. 15 Stück, hey. Das heißt insgesamt 25 Bomben kann ich jetzt tragen. Beim Wolkenvogel. Ja, beim Roten vor allem. Stimmt's überhaupt? Genau, 24. Das heißt, maximal 25 Bomben könnte ich jetzt tragen. 25. Ja. Wie gesagt, bei anderen Spielen gibt es sogar noch mehr. Bei Twilight Princess kannst du sogar bis zu 90 Bomben haben, glaube ich. Also, Moment. Pro Tasche 30. Ich glaube, die kannst du sogar upgraden, also verdoppeln sogar. Sprich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, können es bei Twilight Princess sogar insgesamt 180 Bomben tragen. Übel, oder? So, Cruise, ich weiß, was ein Ausdauertrank, das alles später mal. Jetzt will ich speichern und dann ab zum Wasserdrachen. Und bereits den 4. Tempel in Angriff nehmen. Wir brauchen dringend ein besseres Schwert. Hey, meine Fresse, der macht Zahnstocher, hey. Da kriegst du noch Flöhe. Yeah, ich falle, ich fliege. Okay, ein bisschen zu tief. Und mit Aura geht es weiter über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, man sieht, sie ist grenzenlos. Also beinahe. Sturzflug. Yeah. Vom 1. Tempel zum 4. Yo! Und ab geht's. Zurück in den Wäldern von Faerûn. Wie gesagt, Vogelstatue. Und drücke A. Ja, wie immer. So, so zentrieren. Floria Wasserfall, genau, der ist es. Du willst hier hinreisen, Gebieter? Ja, möchte ich gerne. Jo. So, Freunde, der 4. Tempel wartet auf uns. Natürlich ist hier die Frage, wo könnte der 4. Tempel versteckt sein? Wo könnte er bloß sein? Ja, ich meine, es ist ja nichts auffällig hier, oder? Nö, überhaupt nicht. Es ist alles normal. Hier haben wir einen normalen Wasserfall, hier haben wir normale Bäume, die aus den... Na gut, das ist eigentlich wirklich normal. Aus dem Felsen sprießen. Normaler Weg, der sowieso immer da ist. Nichts zu bedeuten hat. Okay. Lassen wir mal den Wasserdrachen nicht länger warten, nicht wahr? Weil ich denke mal, der könnte ziemlich sauer sein, falls wir ihn warten lassen. Vor allem absichtlich. So, Wasserdrache, hier bin ich. Links bitte mal schwimmen. Aua, Mann, ich wollte doch eigentlich... Ich wollte zu viel. Bäm, au. Das gibt einen blauen Fleck. So, alte Sau, du. Oh, sie ist nicht gerade gesund, wa? Oh, das ist ohne Zweifel heiliges Wasser. Schnell, schütt es an meinen Behälter. Link, ich an deiner Stelle würde es nicht tun. Wieso wird's dunkler? Wie kann so ein fettes Teil aus so einem engen Behälter rausgeflutscht kommen? Ja, meine Kraft ist zurück. Sieh hin, das ist meine wahre Gestalt. Servus. Vor dir steht der Wasserdrache Faerûn im Namen der Göttin Hüterin dieses Landes. Moment mal, wenn du so riesig bist, wieso hast du dich nicht um den Todbringer gekümmert? Der Todbringer, Quatsch, nicht Todbringer, der Verbannte da, das riesige Viech da. Kannst du doch machen, bist doch genauso groß und naja, nein, bist um einiges schöner. Mir scheint es auch nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Der hört mir nicht zu. Naja, links sagt er auch nichts. Wie versprochen, wenn ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir.
Ja, wenigstens ein Drache mit Ehre, hey. Immerhin, nicht wahr? So, und jetzt, wie geht's weiter? Das ist ein Wasserfall, Alter. Sieh doch. Sweeto, haltet den Wasserfall auf, Jutsu, im Naruto-Style. Sorry Leute, das muss aber sein. Tja, er ist halt der Wasserdrache, der Herr des Wassers. Hier findest du die heilige Flamme. Da frage ich mich allerdings, wieso gibt es den Wasserdrachen nicht mehr in der Queen of Time, Twilight Princess, The Wind Waker? Okay, The Wind Waker verstehe ich vielleicht noch. Aber noch Queen of Time, wieso gibt es den da nicht mehr? Obwohl der Wasserfall diesen Eingang viele Jahre versperrte, konnten sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Natürlich. Jedoch sollte das für einen von der Göttin auserwählten kein Hindernis sein. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden, aber sei bitte dennoch vorsichtig. Bis bald. Tja, Leute, auf geht's zum 4. Tempel. Ein Tempel, den ich bereits im normalen Modus bei Skyward Sword schwierig fand und der jetzt hier im Heldenmodus noch schwieriger sein dürfte. Ja, hol die Waldfee. Also dann, auf geht's. Hinter dem Wasserfall ist die Freiheit garantiert nicht grenzenlos. Aber dafür ist der Endboss hier umso geiler. Tja, Ladies and Gentlemen, ich präsentiere den 4. Tempel. Das Höhlenheiligtum oder in Fachkreisen auch genannt der Wassertempel, weil er hat halt von allen Tempeln am meisten mit Wasser zu tun. Ja, und wie gesagt, der Tempel ist ein bisschen übel. Naja, mal gucken. So, wir haben hier im Wasser irgendwelche Gegner, Viecher, nö. Aber wir können ja noch ein bisschen Kohle abstauben. Doch, bevor ich das mache, erst mal kurz abspeichern. Man weiß ja nie, nicht wahr? Von der Seite aber noch genug, um den Wassertempel mal ein bisschen zu erkunden. Das müssen noch drin liegen. So, jetzt haben wir nichts. Aber ihr seht vielleicht, da haben wir einen silbernen Rubin. Doch die Frage ist, wie bekommen wir den? Oh, ja, das war gerade falsch, aber das wäre eigentlich die Lösung. Weil, ihr seht, da hat es eine offene Handfläche, doch diese bleibt leider nicht offen. Genau das meinte ich, genau das meinte ich. Natürlich bin ich noch dran vorbei. Was gerade? Moment mal kurz. So, wie man schon Platz, lass mich nicht im Stich. Ey. So, geht doch. Seht ihr? Zack. Und trotzdem haben wir 100 Rubin. Mann, Alter. Ah, die Wien schon. Also manchmal. Moment mal kurz. Stimmt doch, was ist jetzt los hier? Ah ja, die V-Motion Plus. Also eigentlich hatte ich ja nie Probleme damit, also nie besonders groß. Vor allem halt im ersten Modus, aber Skyward Sword nicht. Aber jetzt hier im Heldenmodus, vor allem die letzten 5, 6 Parts. So. Hätten wir das auch. 200 Rubine plötzlich mehr, das ist doch geil. Gut, gut, gut. Jetzt, was haben wir hier noch Schönes? Glaube ich nicht mehr viel, oder? Im Wasser hat sie auch nichts Besonderes mehr. Da kommen wir gerade nicht hin ins offene Fischmaul. Das wird doch besser so. Und da unten wieder mal so ein paar... Ja, Plagen. Oh, da ist noch so ein Giftschlamm da unten. Den sollte man besser meiden, Freunde. Oh. Aua, Mann, ich hatte... Okay, nur ein Herz. Ah, Luft. Ich muss atmen. Ja, tu sie doch, Link, tu sie doch. So. Ich brauche hinten was. Und zwar... Wie war es schon wieder? Mal kurz gucken, komme ich lieber drauf. Jo, komm ich, jetzt muss man kurz hier umschauen. Das ist... Ja, das müsste stimmen. Ne? Gut, gut, gut. Ich mache das deswegen, weil wir... Ja... Für ein Rätsel, das wir gleich erledigen müssen, müssten wir nochmal hierhin zurück, aber diesen Weg erspare ich mir gerade. Mal kurz gucken, rundherum geht es natürlich nicht, wieso auch. So, dann machen wir es ein bisschen anders hier, und zwar, hoppala, und war auch natürlich falsch, na verdammt, so, komm, schnell da hochklick,
Auf Seerosenblatt. Kannst du das? Gut, das kannst du. Upp. So, hier kommen wir noch nicht rein, aber dafür gleich später. Jetzt erstmal hier noch gucken. Die Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken, als nächstes den Rücken. Dann den rechten Handrücken und den linken Handrücken. Okay, Nacken, Rücken, rechts, links, oder? Steht zumindest so da. Genau, den rechten Handrücken und den linken Handrücken. So weit, so gut. Aber das alleine wird also noch keine Lösung sein. Na, mal kurz gucken hier. Wo ist jetzt das Teil? Da oben ist es. So. Nacken, Rücken, rechts, links. Würde es ja theoretisch heißen, nicht wahr? Naja, Theorie ist eines, Praxis ist was anderes. Und noch ein ekliger Kleber. Meine Güte, muss das sein. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. So, das war der hier. Was willst du noch, du Spacko? Die wollen nichts mehr. Gut. Hier aufmachen noch. Damit wir da durchkommen. Logischerweise, nicht wahr? Da könnten wir noch hoch, aber noch nicht sehr weit. Ihr seht schon, da ist irgendwie so eine Vorrichtung, um rüber zu hangeln. Indiana Jones mäßig, aber das dann erst später. Mit dem Dungeon-Item. Oh yes. So, jetzt sind wir hier. Ja, das hier schon wieder. Runterfallen, genau. Die Frage war bloß, wofür. Ich überlege gerade, dass ein paar Spinnen sind kein Problem. Da kommen wir später hin, da müssen wir hoch, alles klar. Ein guter Hinweis, Leute, das mit den, naja, runterfallen und den Seerosenblättern. So, jetzt mal kurz hier hoch. Eine blaue Pflanze gibt es ja auch noch. Und ich dachte schon, es gäbe überall nur noch goldene. Naja. So, jetzt sind wir hier, wie ihr sehen könnt, oder? Sind wir wieder hier. Und die Frage ist auch hier wieder, was bringt das überhaupt? Jetzt müssen wir jetzt wieder hier hin. Na, mal gucken, vielleicht hat sie unten noch etwas. Etwas Spezielles, etwas Schönes. Nö, jetzt nichts mehr. Dann war das, glaube ich, wirklich nur als Hinweis gedacht, dass man halt Seerosenblätter auch umkehren kann, sobald man drauf springt. So, Spielen, kommt jetzt runter. Mann, Alter, da oben. Komm wir noch mal hoch. Runter. Hallo? Ah, jetzt kommt sie. Nein. So, das wollte ich. Und zack, Tschüssikowski. Sayonara und goodbye. Link. Hallo. Mann, ist das schwer kurz. Daneben. Und tschüss, Mann. So einfach geht das mit den Spinnen. Und wo sind wir jetzt schon wieder? Gut. Ein Hinweisschild. Trifft die 4 Steine, wie es die Sitten dieses Landes verlangen, und der Weg öffnet sich. Also, wie war das schon wieder? Genau. Es war der Nacken, dann der Rücken. Der Rücken ist unten. Dann rechts. Und dann links. Geht nicht. Nochmal. Nacken, Rücken, rechts, links. Okay, linke Handrücken könnte ja theoretisch auch auf der rechten Seite sein, nicht wahr? Das heißt, wenn es auch umgekehrt wäre. Genau, oben, unten, links, rechts, statt rechts, links. Ist noch ein bisschen fies hier, aber es geht ja auch so. Ja. Gut. Jetzt sind wir bereits hier. Oh, Spinnen. Ja, Spinnen. Aber wisst ihr was? Spinnen verträgen offensichtlich auch kein Wasser. Tja. Man glaubt oder man glaubt's nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Hallo, Käfer? Triffst du auch mal?
Jetzt guck mal. Die Spinne im Wasser. Sayonara, Spinne. Das ist was. Hilfe! Ich mach schon Platz. Alter Schwede. Ups, die ist noch ein bisschen zu nah dran, die Spinne, wa? Mann! Link! Gibt's sie wohl nicht, ey. So, geht doch. Und das war bereits die zweite große, fette, hässliche Spinne, die wir soeben richtig platt gemacht haben. Und die wir mal... Ah. Was macht das da oben? Da unten bin ich. Meine Fresse. Ja, Leute, die Zeit wieder mal sitzt uns ein bisschen im Nacken, statt im Rücken, nicht wahr? Nacken, Rücken, links, rechts oder rechts, links, wie dem auch sei. Wie es weitergeht hier bei Skyward Sword Mode, dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen. Ziemlich feucht hier, wa? Und grün. Oh Mann. Aber sonst cooler Tempel. Und schöne Fenster.